Herr Präsident, die Damen und Herren, ich muss sagen, die idyllische Foto auf dem Deckel von dem Budget, der ist flott. Es muss das schön. Den Himmel, wann der Blau ist über Lützeburg, ist auch flott. Auch wenn er auf dem Budgetdeckel aber ein bisschen bleich geroden ist. Ich muss aber auch gerade so deutlich sagen, wenn ich den Deckel von dem Budget umdrehe, und wenn ich den blau-rot geringe Marketing gucken, wie wir noch nach während einer Stunde präsentiert kruten, da sehe ich aber, dass den Zahlen mehr Schein als wie Substanz. Oder ernst ausgedrückt, mehr Ursprung wie Wirklichkeit. Mehr Schein wie Substanz als auch triert vom Finanzminister gewirrscht den 13. Oktober, gerade wie die Haut, wo klar gesagt wird, Eiseweh aus der Krise. Leider entspricht auch do den Ursprung nicht der reeller Wirklichkeit von der Leid. An Heinz do muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir den Eindruck, wie wann das Diskrepanz zwischen dem wirklichen Leben von der Leid auf hier von der Mittelschicht von dieser Regierung a Majorität nicht mehr richtig gesehen ging. Und das drückt sich eigentlich am besten dazu aus, was Gewerkschaften, so Altgewerkschaften gesagt haben, als Resultat von der Tripartite 24. Das war nicht CSV, aber das sind die gesamte Bollwerk von den Gewerkschaften, wie haben sie das betitelt, Tripartite, eine Nullnummer. Eine Nullnummer, die Damen und Herren. Gerade an einer Zeit von einer Pandemie, gerade an einer Zeit, wo die Energiepreise nicht mehr so an die Luft gehen, gerade an einer Zeit, wo die Logementspreise regelrecht explodieren. Und da ist keine Vision von einem gesunden Sozialdialog und das auch keine Sozialkohäsion, die hier richtig spielt. Weil wie kann ihn einfach so behaupten, es hätte ihn den Weg aus der Krise. So ich schrie raus, mir sehen zwar klar eine Krise, aber am besten wollen aber kein Weg aus der Krise. Werden wir allerdings leider auch an dem Budget ganz klar gesehen, dass ein Budget ohne Projekt und auch ein Budget ohne Vision. Das ist carrément ein Budget von dem politischen Stillstand, so wird ein Etat als von dieser Regierung. Ein Budget eigentlich von nicht angehaltenen Versprechen aus dem Koalitionsakkord. Und da verplatzt die dachschöne Coverfoto auf dem Deckel von dem Budget nach mehr. Weil trotz geringer Färf, die Damen und Herren, weist aus diesem Budget kein gangbaren, a pragmatische Weg für mehr Klimaschutz. Trotz roter Linie weist aus diesem Budget kein effikazen Weg für eine mehr gerechte Gesellschaft mit meiner Armut und mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Und trotz blauem Himmel weist aus diesem Budget wirklich Horizont keine Perspektiven. Keine Perspektiven, die Damen und Herren, schon gar nicht für die breite Mittelschicht hier an dem Land, weil sie als immer mehr die großen Vergessenen von dieser Regierungspolitik. Und dabei braucht gerade ein Lo, und die Gewerkschaften haben nach einer Strach, gerade ein Lo braucht die breite Mittelschicht. Und nicht leicht Mokus, der eine substanzielle Entlastung. Die breite Mittelschicht braucht gerade ein Lo, mehr Kaufkraft, auch von den Schwächsten aus unserer Gesellschaft mal gar nicht zu schwätzen. Und das ist gerade der Fall bei einem Budget für das Jahr 2022, also das Budget für dem Superwahljahr 2023. Die Damen und Herren, gerade lo müssen wir ein Budget haben vom Schaffen, ein Budget von den großen Projekten, ein Budget von den Resultaten von angelesenen Versprechen aus dem Koalitionsakkord. Wir auch hier leihen Aussprüche an Wirklichkeit weit auseinander. Sodass dieses Budget echt ein Budget ist für verpasste Chancen, für verpasste Gelegenheiten, und vor allem von einer verpasster Politik, wie die Gewerkschaften nicht gesagt haben, für gestern und nach heute Morgen eine Nullnummer. Und das ist gerade dramatisch, an einer Zeit, wo die Leute eigentlich die Hand gerecht kriegen für den Weg aus der Krise. Auch für aus einer ganz persönlichen Krise
von ihnen selber. Und das ganz ist nicht gut für das Land, und das ganz ist auch nicht gut für die Leute bei unserem Land, und vor allem nicht für die soziale Kohäsion. Die hat gesehen, was die letzten 14 Tage hier im Land los wäre. Zu den Zahlen. Die Damen und die Herren, erlaubt mir ein bisschen anzugehen, ob das finanziell Hamsterrad, an dem sich Dach als Land befindet. Und erlaubt mir hier einen kleinen Exkurs zu machen über die Stabilität von unseren Staatsfinanzen. Eine Stabilität von unseren Staatsfinanzen, die besonders wichtig ist für ein kleines Land mit einer offenen Ökonomie, eine Stabilität, die eine zentrale Rolle an einem Land wie Lützeburg spielt, wo man doch mit allem Hof war, mit ein Budget haben, das viel mehr klein ist wie den von unseren Nachbarländern. Ja, ein paar Zahlen. Unser PIB, der Wirtschaftswachstum, den wies 2021 nach der Krise ein plus 7%, nächstes Jahr geschärften 3,5%. Der Chômage steht bei guter Zahl 5,5%, wobei ihn aber muss sagen, dass bei allen Nichtbeschäftigten das ein Drama für die persönlich ist, und auch bei einem Chômage, den insgesamt am Land nicht hoch ist. Und der dritte Punkt ist den, ich komme noch darüber, ja, als Schuld ist am Vergleich zum Wirtschaftswachstum bei Männern wie 30%. Allerdings, und das ist so den Teufel am Detail, und das ist eigentlich den R und O von unserer Präsentation von den öffentlichen Finanzen, das ist den heutigen Tableau. Das ist der Verlauf von dem Überschuss von den Sozialversicherungen von 2000 bis 2025. Aber was sehen wir? Wir sehen eine Kurve, die geht permanent rauf. Wir hatten 2000, die Damen und die Herren, hatten die Sozialversicherungen bei uns, hatten die einen Überschuss von 2,3% von dem Wirtschaftswachstum. Wenn das gegen Haut an Zahlen umrechnen, da wir da rund 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Haut sind wir bei 1,1%. Das heißt, an 20 Jahren sind wir bei Männern wiederhaltend. Bei 7 bis 800 Millionen Euro. Und das Problem ist den, und das ist das Grundproblem von unseren gesamtöffentlichen Finanzen. Wir reden die schön, wir reden wir so schön, mit etwas, was gedurcht ist, für als Sozialversicherungen auf Dauer richtig zu Lützeburg auszurichten. Und das geht uns nicht nur gesagt von der Chambre de Commerce, das geht uns gesagt von allen anderen Akteuren, von Brüssel, von Paris, von der OCDE bis zu dem FMI. Und du, die Damen und die Herren, leid wirklich krumm an der Heck, weil wir beschreiben eine Situation, die gut wird, und am Endeffekt kaschieren wir die richtig feiern an unserem Lützeburger Finanzsystem. Weil wir kaschieren da, reden schön. Ein Defizit am Zentralstaat, an der Finanzminister hat es gesagt, von 1 Milliarde pro Jahr. Und das nicht nur das Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, und das riskiert nach Richt so weiter zu gehen. Und das Lach, das wird ja nicht gedeckt durch Überschuss, das ist schon an der Präsentation. Aber das Lach, mit was wird das gedeckt? Mit Schuld. Und wenn die Schuld auslebt, dann machen wir neue Schuld. Ja, auf Dauer kann das nicht richtig ausgehen. Und aus dem Grund, Herr Finanzminister, fand ich eigentlich nicht fair und nicht gerecht von ihr, wo dafür drunter während einer halben Stunde gesagt hat, wie gut das dir gewirrscht wird, und wie schlecht, dass ihr Viergänger mit den öffentlichen Finanzen umgegangen sind. Just ein paar Sachen. Ja, wir freuen uns auch darauf, dass der Finanzplatz proper ist. Ich will aber just daran erinnern, es war in einer blau-roten Regierung, die war damals Diplomat. Im Jahr 2000, Juni 2000, wo der Accord de Feira war, wo nämlich den Échange d'Information auf europäischem Niveau von Steuerdonnen an anderen Revenuen, wo die sollte institutionalisiert gehen.
Ich bin aber kein Hai an der Chambre hier von den großen Majoritätsparteien, die gegen den Akkord gewirrscht wie wo Madame Pulver Außenminister war. Und die werden alle gute froh, dass ein Kloster Reserve drauf war, die de Lützebäuer Städte erlaubt hat, für den Échange d'Information automatik für die noch Handen zu setzen. Weil ihr wisst ganz genau, dass am Jahr 2000 noch an den Jahren danach, dass Lützeburg wesentlich gelebt hat von dem Privatbankgeschäft. Und die Reserve für du können nach weiter davon zu profitieren, das hat einen einzigen Grund, dass wir bei dieser Finanzplatz konnten die Transition machen, die sich herno von dem Privatbankengeschäft bis hin zu den Fonds konnte ausgleichen. Zweiter Punkt, das war da nicht gesagt hat, dass das ihre Viergänger, der Luc Frieden, dass den zusammen mit dem dänischen Staatsminister, zusammen mit einer blau-roten Regierung, dass die eine ganz schwere Finanzkrise, eine Bankenkrise für mich lesen. 2007, ich meine, du sollst dir am Verwaltungsrat von 2007 sollst in Gramenia, wenn ich mich gut erinnere, am Conseil d'Administration von der Fortis. Ja? Dir wisst aber ganz genau, und erster Stelle, dass wenn du nicht gehandelt gewesen, an enger Nacht an der dämoniger schwarz-roter Regierung, dass dann Fortis hops gewirrscht wird, an das sind tausende Betriebe für DTP immer angestellt hat, dass die am Fanger am Monto gesehen hätten. Und hätten tausende Leute hätten ihr Arbeitsplatz verloren. Und dafür fand ich ehrlich gesagt nicht fair und nicht gerecht, dass so, die hat eine Situation von öffentlichen Finanzen von den Jahren 2012, 2013 die katastrophal gewischt wird. Die heute Leute, Herr Finanzminister, hat ihr am Namen von der Regierung gesagt, die gibt eine kopernikanische Finanzrevolution machen. Ja, kopernikanische Finanzrevolution. Aber ich so nicht, wenn ihr das am Detail guckt, dann als kopernikanische Finanzrevolution, dass der zu einem regelrechten Rohrköpfierer geht. Weil die Staatsschuld, die dir scheriert, die ist nie so hoch gewirrscht wie lo. Die Staatsschuld als in der Regie als Finanzminister an absoluten Zölln, die ich an den letzten 10 Jahren verdürbelt. Die hat sich carrément verdürbelt. Und für dann aber denen anderen Viergänger zu sagen, sie hätten hier eine desolate Finanzsituation, Lust, das so nicht ganz ehrlich, fand ich nicht fair. Ich fand nicht für allem nicht fair, weil da zusätzlich eigentlich nicht ob das angeht, und das nicht mir heute Claude Meisch als demolischen finanzpolitische Sprecher von der DP. Den hat 2011, 2012 für die gesagt, die Leute mit Steuergranaten bombardiert gehen. Sind dabei die Steuergranaten entschärft gehen. Ich ging so, sie regelrecht geboost gehen. Und sie riskieren, die Leute so zu erdrücken, dass sie Buckel von der sozialen Kohäsion an dem Buckel von der Mittelschicht geschwind werden explodieren. Weil das war nicht so, Herr Finanzminister. Das da permanent davon profitiert hat. An guten Zeiten wie auch an anderen guten Zeiten. Das sind Leute, die schaffen Leute, dass die all Jahres 400 bis 500 Millionen, das ist 0,5 Milliarden, mehr Steuern und Lohn an Gehalt bezahlen. Da könnt noch zusätzlich, neben der TVA, die sie bezahlen am Konsum, da könnt noch zusätzlich Solidaritätssteuer, auch ein Plus von 50 Millionen all Jahres dabei, und Niveau von Solidaritätssteuer. Das heißt am Klartext, die Leute bezahlen immer mehr Steuern, die Leute gehen immer mehr belastet, und trotzdem deckt nicht den Defizit von unseren staatlichen Finanzen. Da ist also keine Perspektive da, contrairement zu dem, was gesagt hat, Niveau vom Horizont weder die abzeichnen. Wer das aber für den einzelnen Bürger, weil das ist das, was den interessiert, wer der den belastet. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Eine Person, die 4.000 € brutto Lohn oder Pension den Monat hat. Das ist ein appreciable Pai, das ist nicht die höchste Pai, mit so vielen Leuten, die an den Baragen mit den Suen den Monat müssen an eins gehen. Das sind 50.000 €, wenn in das so große Motto als Jahresgehalt abrechnet. Wisst ihr, wer die Person oder die Pensionär, wer den durch den Index, den den 1. Oktober des Jahres Fall ist, pro Jahr beikriegt, ich betone pro Jahr, das sind 1250 €. 1250 €.
Wis da wer ze mat Ären steieren, die da jo so als super dohinner präsentiert. Wis da wer ze danach Ende vum Joer vun den 1250 € recht huet. Genau 650 € netto an der Kies. 650 €. Herr Präsident, die Damen und die Herren, die 650 €, wisse wer das? Dat geht mal net durch für de Plus und den Benzin zu bezahlen, den eng Person braucht, wenn sie 20.000 Kilometer Joa fährt, mit einem Auto, die 6 Liter Benzin oder Diesel braucht. Das heißt, das ist die super Steuerreform, die dir gemerkt hat, die Leute kriegen 1250 € bei, sie behalten 650 und das geht allein an den Konsum von dem Benzin oder von dem Diesel für an den Auto. Wer du noch nicht mal da berechnen das, weil den aber muss er Konsideration holen. Das ist zum Beispiel Tetzes. Und gut gesagt, wir können sie alle gut noch elektrisch gehen. Wenn das hier im Land 144.000 steht von 265.000, dass die mit Masut oder mit Gas heizen. Allein eine Masutsheizung, die mit 2100 Liter Brennes gespeist wird, also das ist nicht das größte Haus. Für die ist das ein Mehrpreis Niveau vom Hitzesläng von 867 €. 867 €. Das heißt, das ist alles nicht aufgedeckt. Ein zweiter Punkt ist den, indem man Gas heizt, die kriegt von einem großen Lieferant aus dem Süden, kriegt dem abgedeelt, dass den ab dem 1. Januar 2022 als Stutto plus 90 € mehr Hitzes muss bezahlen. Und das wird man mit ihr kritisieren. Die Finanzen gerne schön, die Leute gehen immer mehr belastet an so de facto Männer suchen für ihren täglichen Lebensauflauf finanziell zu begleiten. Und da machen wir erst den Reproche. Und ich fand doch nicht fair und nicht gerecht, dass nicht darüber, ob die Bilan auch von den anderen Finanzministern für und ihr angegangen sind. In der sukzessiven Regierungen, war 1990, wenn wir bei Vergangenheitsbewältigung schwätzen, war eine grosse Steuerreform, die die Leute entlastet hat. 2001, 2002, übrigens mit ihrer Partei, als den Spitzensteuersatz, aus dem bis auf 31% aus den aufgesetzt wird. Und sogar am Ausklang von der Banken- und Finanzkrise an die Jahren 2009, 2010, könnt ihr euch alle gut erinnern, da hat Herr Juncker mit der damaligen schwarz-roter Regierung gesagt, da muss man die Leute entlasten, für dass sie mehr Kaufkraft kriegen. Und das Problem, das Resultat von dem ihrer verfehlten Steuerpolitik auf dem Punkt, konträrement zu den Versprechen, wo der gemerkt hat, dass viele Leute hier am Land dann Ende vom Monat nicht mehr zusammen kriegen, und so nicht ganz ehrlich, dann vom Monat sind dabei viele schon der 15. vom Monat. Aber für das zu verdeutlichen, gibt es eigentlich einen ganz guten Avis von der Idee. Das ist eine Fondation, die durch ein Avis zum Staatsbudget geschrieben hat, das ist nicht extrem dick, mir liest sich gut. Gucken wir mal, wer da von Statistiken draufsteht, wer das heißt, einer Ende vom Monat zusammen zu kriegen. AB. Eine allein stehende Person. 27% hier am Land kriegt als alleinstehende Person, das kann ein Junggesell sein, das kann eine Pensionierte sein, kriegt die dann Ende vom Monat nicht mehr zusammen. An dem reichen Lützeburg, wo es alles so gut geht, wie das so. An dem reichen Lützeburg, ein Adult, das heißt eine Person mit einem Kind, 33% gehen hier und sie geben dann Ende vom Monat nicht mehr zusammen kriegen. Das ist 1 auf 3. Und das ist nicht verwunderlich, Herr Präsident, die Damen und die Herren, dass gerade laut Deputierten ganz viele Leute hier im Land Kurierquote von einem Kollektiv monoparental, die alle Guten, die dort die Probleme abgelöscht haben. Das ist doch nicht normal, dass sie in Hai sind, wie gut das Staatsfinanzen wir an 1 auf 3 von Monoparentalen, die kriegt Ende vom Monat, kriegt den Sinn ändern nicht mehr zusammen. Kann ich aber nicht alles scheren. Und das ist noch mehr dramatisch, wenn nicht ein Adult ist mit engem respektiv mehr kann. Weil wer dort den Tod ist, wo die Leute deklarieren, dass sie dann Ende vom Monat nicht mehr zusammen kriegen. 50,7%. 50,7%. Das ist bald 2 auf 3, die mehr kann erschaffen, die dann Ende vom Monat nicht mehr zusammen kriegen.
Da kann ich natürlich die Leute ganz groß makroökonomisch Theorien erhalen, wie gut da sind sich zu Preisen verkauft hat, wie gut da sind Finanzplätze verkauft hat, mit das wird Leute interessiert. Das ist der Teil. Und das ist ein Teil von ihrer verpasster Finanzpolitik, wo ich das für drin angeschnitten habe. Und das ist auch da, wo man nicht verstehen. Wir verstehen am Juni begrüßt, dass Kandergeld retroaktiv indexiert ist. Herr Spalz hat aber an der letzten Woche eine Heure d'Aktualität gemerkt, wo gerade auf den toten Punkt ergangen ist. Das war nicht Leute sind, die mehr Kanner haben. Ja, da kann ich nicht einfach so, und der kriegt nach immer derselbe, der dritte, der vierte Kant kriegt nach immer derselbe, Kannergeld, aber die brauchen einfach mehr, die müssen an einer anderen Wohnung sein, die müssen ein anderes Auto holen. Wenn sie überhaupt sich denken, vielleicht am Jahr, eine Woche am Sommer an die Vakanz zu gehen, die können nicht zu 4, 5 an einem Zimmer zu Hause. Also, ja, die könnte kaprüsseln. Aber das sind die reellen Probleme, die Leute hier am Land im Moment haben, an denen wir als Politiker insgesamt müssen entgegenwirken. Und das nicht für nichts. Und das nicht für nichts, dass gerade Salariatskummer richtigerweise sieht an einem guten Avis, den sie geschrieben haben, les familles monoparentales ne sont pas assez soutenues par le gouvernement luxembourgeois. Und aus dem Grund, so mal zusätzlich zu den Diskussionen an Interpellationen, die de Paul Galles am Namen von der CSV angeregt hat, werden wir als CSV auch eine Interpellation deposieren am Anfang von dem nächsten Jahr über die Situation von den Monoparentalen hier an dem Land. An dem Punkt, Herr Finanzminister, weil das nicht an Ihrem Bilan gesagt, fand ich es total inakzeptabel, dass ein Hauptwahlversprechen besonders stark vis-à-vis von den Monoparentalen, dass das nicht umgesetzt wird. Es kann nicht 3 Hauptwahlversprechen an einem Koalitionsakcord unhalten. Was war das? 100 € mehr Mindestgeld, Sozialisten und das direkt gecasht, die waren nicht schlau. Zweitens, ja, das wäre aber so. Zweitens dann die Legalisierung vom Cannabis, der Schneider ist nicht mehr da, also gut, wenn der nicht kennt. Und der dritte, das wäre ganz einfach op bestört gepackt gekummert Schiedverein kriegt bei Eis dieselbe Steuerklasse kein wird dabei verlieren. Wir haben nicht ein Avantprojet gesehen. Wir haben nicht ein Avantprojet gesehen, aber wir haben gefroht tun. Da lädt es so, dass was kostet, dass wir dadurch können wir das schätzen. Das haben wir bis heute nicht gesehen. Auch das, Herr Finanzminister, mit Verlaub, gehört zu Ihrem Bilan. An die Leute, die besonders darin leiden, dass die Bret Mittelschicht, weil es nicht fertig tut, Steuertabelle Inflations zu berechnen. Das tut nicht gemerkt. Und dadurch kommen die heisch zusätzlich Steuern, auf dem Beispiel, wo ich für Drogen gesucht habe. Die hat auch nicht etwas gemerkt, was wir 2017 hier auf der Chamberstribüne am Namen von der CSV gefuttert hatten, das wäre, du das eigentlich ein bisschen so lächerlich aufgewimmelt, wo man gesagt hat, wir hätten gern, dass der Montant von dem Abgangssteuersatz, dass der Montant, ab dem in überhaupt Steuern zu Lützeburg bezahlt, die steht schon seit Jahren, Jahrzehnte steht die bei 11.600 oder 250 €. Und das umgeändert, wie von Lützeburger Franken an Euroen, wird mich nicht gewandelt gehen. Du hast gesagt, du profitiert schon für einen davon. Aber wir hatten nicht als Gegenpropos gemerkt, demals, und du zu stimmen, aber ja, was für einen besonders auch spitzig verdienen, davon profitieren, wenn aber ein Steuersystem normal ist, weil die fängt ja auch innen an, mit da sitzt oben ein Tranche dabei, da sitzt oben ein Tranche bei, das heißt, das wird ein innen kriegt, das sitzt ein oben, gut, verbrät, nicht auch dann die Bretschöllerin, geht im Mai. Die aber getroffen sind, Herr Finanzminister, die Damen und die Herren, durch die Nicht-Erhebung von dem Steuerergangsmontant. Für wen das? Das ist der Mindestlohn bezahlen. Wird das doch nicht normal, dass sie mir, und das fand man richtig, 100 €, dann errenke immer 3,8%, tun wir das letzte Jahr nächste Januar, übrigens mit der Zustimmung von der CSV ohne Wenn und Aber. Aber wir stimmen, und wir werden noch in Zukunft all Erhebung vom Mindestlohn, der CSV als Christlich-Sozial-Volkspartei, wird die immer mitstimmen. Wir kann aber nicht sehen, dass man die Leute brutto Mindestlohn etwas beigehen, da fahren sie in die Steuertranchen, und da sind sie no, wenn die Steuern sich bis applizieren. Leihen sind nachweislich 25 € inner der Armutsgrenze. Also inner der Armutsgrenze. Kann ich nicht sehen. Das ist eine Person, die geht schaffen, wir haben den höchsten Mindestlohn an der ganzen Europäischen Union. Wenn die Steuern kommen, dann lebt die Person hier inner der Armutsgrenze. 40 Stunden die Woche
173 Stunden de Mond schaffen, net viel der se krank zu gehen, weil das krit ze gern an die Branche, wo sie schafft, krit ze gern de Sä. Et sind net nimmen die 25 € vis-à-vis vun dem Armutsgrenz. Das für allem. Und dadurch kommen die Zölllen, die ich für genannt sind 200 €. 200 € als dat ënner dem Niveau de vie, wo in dezent am Land kann wohnen. 200 €. Wer dat alles bedingt, spielt doch im Niveau von den Pensionären. Guckt eng Person, die 40 Jahre geschafft hat, 40 Jahre abgezahlt hat. Das ist ein langer Tag. Wenn die mit 65 Jahren die Pension da kriegt, dann ist es automatisch durch den Alter bedingt an der Steuerklasse 1R. Wissen Sie, wer die dafür netto Pension hat? 1893 €. 1893 € für 40 Jahre geschafft akkotisiert zu. Da lebt der Hai am Land nicht ganz weit. Weder an der Stadt, nach am Meistig, nach sos am ländlichen Raum. 1893 € schon ich gesot für drun an die Leute merken dat. Wenn sie nicht mehr gucken, werden sie müssen bezahlen für zu tanken. Wenn sie mal für den Weekend just abkaufen gehen. Und da gehen sie nicht auf Feinkostläden, weil das ist dort der großen Teil schon drauf. Aber auch nur denen Leute, Herr Präsident, die Damen und Herren, muss man gucken. Wisst ihr, wer ein Armutsrisiko an der Kategorie ist? 1804 €. Das heißt, in die 40 Jahre geschafft hat, die Recht drauf hat, mit 65 Jahren, ob eine voll Mindestpension, den hat genau 89 € mehr wie den Armutsrisiko an der Kategorie hier am Land. Auch das gehört zu Ihrem Bilan, Herr Finanzminister, weil er nicht die Steuern adaptiert hat. Aber wisst ihr, wer dort heute Referenz ist? Auch 2105 €. Auch das gehört zu Ihrem Bilan. Und dafür, die Damen und die Herren, kann ich nicht permanent vier Wellen von Entschärfen an den Leisten von Mittelstandsbuckel schwätzen, gerade an der Zeit, nur die Welle gehen die Leute dann richtig gedreckt und sie müssen am Mittelstand richtig buckeln. Und dann, so nicht ich auch richtig raus, die Pandemie, das ist keine Excuse. Weil vor der Pandemie, du konnt ihr aus dem Volle schöpfen. Aber du hast am Floribus gelebt. Ganz bewusst hat er kein Apple für den Duscht auf Zeit gelöscht. Und das war an Eisen Ernst, am Hünnestadt immer gesagt, Madame Hansen, das gesagt ging bei Etat des Nations, das gesagt ging bei Budgetsdiskussionen, das bei Allgelegenheit gesagt, dass das eine schwierige Politik wäre. Also, als wieder, das scheint wieder, das löst fort, und wir sind aber beim Bling-Bling geblieben, und das ist nicht gut. Und das Resultat davon, die Damen und die Herren, das für dich nur dem Zweiten Weltkrieg eigentlich nicht mehr selbstverständlich ist, dass Kanner erkannt, Kanner von den Generationen nicht besser geht wie ihren Eltern und Großeltern. Das ist der Moment zu Lützeburg nicht mehr der Fall. Und das bedauere mir zutiefst, weil auch da als ein wesentliches Element von der sozialen Kohäsion heute zu Lützeburg froh gestaltet. Und dazu nicht nur mir als CSV, mit dazu ein ganz große Gros von den Vertretern von der Zivilgesellschaft. Auch das gehört zu Ihrem Bilan, auch das gehört zu Lützeburg. Wir sind immer stark, wenn wir zu Lützeburg zusammenhalten. Wir sind immer stark, wenn die Gesellschaft sich nicht auseinander dividiert. Und wir sind immer stark, wenn jeder Verein das tut, was er braucht, für zu leben. Und dafür, ich komme zum Schluss von diesem Kapitel, hätte mir gerne das unabhängig von einer großen Steuerreform, weil die kriegt er nicht mehr hin. Und ihr wisst, dass man durch Anpassungen merkt, das wird so das Spiel von der Politik sein, weil die da lo merkt, die kommen ja eigentlich finanziell zu drohen, richtig, nur den Wahlen von 2023. Wir fordern als CSV ganz konkret. Erstens, wir hätten gerne eine Bereinigung, eine notrechtliche Bereinigung von der Steuertabelle und die Inflation. Das hätte man gerne, dass das all 10 Jahre gemerkt gehen, es muss auch gemerkt gehen. Wir hätten gerne, dass den Steuerabgangsmontant, dass die gehecht gehen, Kit an eine Stunde oder so, dass wir Spitzenverdinger etwas drauf gesagt haben. Aber wir hätten für allem gerne, wirklich, dass das Versprechen, das Hauptversprechen, weil der besonders den Alleinerzieher gemerkt hat, dass das nicht angehalten hat, hätte man gerne, dass die Steuerbelastung von den Monoparentoren an der Steuerklasse 1R, auch von den Witwer, auch von den Witwen, dass die
entlächt gëtt, an dat ass eng mathematisch Formel an engem Artikel vun ansem Steuergesetz. An mir hätte gern zusätzlich, dass den Übergang vun der Steuerklasse 2 an Steuerklasse 1R fällt, dass die vun 3 op 5 Joer opgesät gin. Dat sind 3 konkret punktuell Forderungen, an das net technisch schwéier fir dat do zu bewerkstelligen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, als CSV interessiert als eigentlich Verpackung vom Budget relativ wenig. Wir brauchen keine Verpackungen für Budget als Liter Milch, weil wenn die nicht verpackt, eine Promotion dafür möchte, da riskiert sehr zu Brach zu gehen. Wir hätten eigentlich gerne Spaß beiseite. Wir hätten eigentlich gerne, dass sie sich Männer um Makroökonomie bekümmert, mehr konkret an Mikro-Realpolitik von den einzelnen Bürger am Land, an dem Mikro, das soll das Mikro von dem Terrain sein, und nicht das Mikro von dichtigen Pressekonferenzen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Wort zu der Croissance, zu dem Wachstum. Das ist etwas, wohin sich muss als Allpartei, ein Parlament, da man da auseinandersetzen, muss ihn sich auch da positionieren. Als CSV so nicht ganz klar stimmen wir zum Wachstum. Wir stehen zu einem quantitativen Wachstum. Für Wert. Wir wollen ohne Wachstum das ganze Modell Lützeburg. Das Hamsterrad, wo ich für Druck gesagt habe, das dringt da nicht mehr. Wir müssen also Wachstum haben. Das wird man aber nuanciert gucken, die Damen und die Herren. Das ist, dass man die quantitative Wachstum, die man muss haben für das Soziales, für das Steuern, das sind die drinnen, die muss man an eine qualitativ Wohlbefinden von den Leuten investieren. Man am Hansen hat des Öfteren gesagt, wer das bei den Leuten bedeutet, den Serge Wilmes zusammen mit dem François Hetto-Gersch, wo ganz bewusst das Wohlbefinden von den Kindern und von den Jugendlichen an einer ganz guter und interessanter Interpellation für 14 Tage hier an der Chambre durchgelöscht. Weil wir müssen eine Politik vom Bien-être für die Leute machen, aber besonders an der Pandemie, die Damen und die Herren, zählt das für die Jungen und für uns Kinder. Mir zählt auch da noch. Die Jungen und die Kinder brauchen einen zentralen Platz an der lützeburgischen Politikgestaltung, die muss ihnen zugutekommen. Am Niveau vom Chômage, wenn wir bei dem Sozialen sind. Du hast richtig gesagt gehen von dem Dan Kersch, Mehrwissminister, wir haben einen Chômage von 5,5%. Das wird sich aber an einer Aktualitätsstunde von Herrn Spautz herausgewiesen hat, dass das von denen Langzeitschomeren, von denen wird nicht viel geschwärzt, das ist aber ein Lied für jeden, der da dran ist. Aber von den Langzeitschomeren, das Problem ist den, dass Talschen von denen keine gute Qualifikation und kein gut Diploma, und die anderen Halschen, die haben gut Diploma. Wir sind aber mehr wie 12 Monate ohne Schaff. Das ist ein Drama für jeden, den davon konzerniert ist. Und dafür sind wir als CSV der Meinung, dass sie auf 2 Niveauen agieren. Das ist dass sie die Leute formieren, dass sie gut ausbilden muss. Das andere, was ich so heißt aber auch, dass man auch Betriebe haben, die auch nur der Krise können funktionieren, dass sie Leute, ohne denen höchsten Diploma gerecht zu gehen, können weiter beschäftigen. Und dafür sehen wir das als regelrechten Drama. Das sind ganz Reihe von Betrieben. Sie haben das zum Beispiel am Oreca-Bereich. Sie haben das an dem Event-Bereich. Dass die im Moment wirklich in ihrer Existenzen noch immer an der Krise zu kämpfen haben. Und wir sind noch der Meinung, dass als Wirtschaft nicht allein kann, ob der Finanzplatz leben. Richtig ist, dass Finanzplatz bringt 75% von der Körperschaft. Finanzplatz finanziert 75% von der gesamten Steuern, die Betriebe zu Lützeburg aufliefern. Wir müssen aber zusätzlich zu der Finanzplatz muss auch Betriebe und auch wenn es nicht Millionen und Steuern bezahlen, dass man da auch die Leute an Beschäftigung herlen. Und dafür muss man die Diversifikation haben. Und das muss auch beim Neustart, wo der Fedrun angeschwert wird, der Neustart nach der Pandemie, muss in dem Rechnung drohen. Wir werden am Januar, Herr Wiesler und Herr Moser, werden dementsprechend Interpellation hier bringen. Herr Präsident,
die Damen an die Herren, schon viel Druck gesagt, dass ein Budget vom politischen Stillstand. Das ist ein Budget, den eigentlich nicht den regelrechten Herausforderungen von unserem Land Rechnung trägt. Und ich bin froh, dass gestern der Budgetsrapporter, den Dan Bialan-Kalender, den ich felicitieren für seinen schriftlichen und mündlichen Bericht, dass er eigentlich auf die Herausforderungen skizziert wird. Und wir haben da eigentlich zum großen Teil Deckungsgleichheit. Wir haben ein Problem am Logement. Wir müssen am Niveau vom Klimaschutz agieren. Wir müssen der Digitalisation an Zukunftsfähigkeit vom Land schaffen. Wir müssen Qualifikation an Zukunftsfähigkeit von den Leuten assurieren. Und wir müssen auch Sicherheit am Land assurieren. Zu dem Logement. Heiget sind der Jahren verträgt und gepflichtet. Es wird versprochen, die Damen und die Herren. An diesem Budget übrigens auch. Aber just gebaut geht nicht so sehr. Oder zumindest bei weitem nicht genug. Und das dem Moment ein politischer Stillstand mit das auch ein faktischen Stillstand. Und heißt mir ganz klar, nicht just der Bagger, das Budget muss rollen, aber auch der Bagger muss klar dichtig rollen, an den darf nicht am Verwaltungsdschungel vor Blau-Rot kriegen, ändert sich. Und hier auch ein Paradebeispiel von Blau-Rot-Gringer Ankündigungspolitik. Der Staatsminister Büttel hat in der Idee ein Budget vorgestellt hat den auf dieser Tribüne gesagt, bis 2025 sollen die öffentlichen Bauträger hier am Land 8.200 zusätzlich Wohnungen, Logementer bauen. Wisst ihr, wie viel dass die öffentlichen Bauträger an den letzten 8 Jahren in der Blau-Rot-Grün gebaut haben? Das sind HBR-Modellen erfahren, die auch zu Löwe sind von der Gesellschaft, mir genau 1040 auf 8 Jahre, das sind 131 Wohnungen. Der Fonds de Logement, auch mit allen Erfahrungen, die da gemerkt haben, von 2013 bis 2020 733, das sind der Moyenne der 92. Nun muss mir aber erklären, Herr Finanzminister, dir, respektiv den Herr Premierminister, wie das möglich ist, an den nächsten 4 Jahren, aufgrund von den dort Resultaten, wollen 2000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und da muss man erklären, Herr Finanzminister, wie das mit 300 Millionen Euro, die an Ihrem Budget dafür vorgesehen für 2000 Wohnungen zu bauen, wie das realisieren. Wir haben für einen knappen Monat hier auf dieser Platz ein Projekt gestimmt, welche Bondtesten vom Fonds de Logement. Eine Gemeinde, die ich mal will kennen, und die bekannt gewesen durch eine Schneekanne. Ja. Wisst ihr, wie viel das wir da gestimmt haben als Enveloppe budgetär? 83 Millionen Euro für 162 Wohnungen. Aber wie will er dann mit den 300 Millionen Euro pro Jahr 2000 Wohnungen bauen? Das geht gar nicht. Wenn ich das hochrechne, dann ist das 500.000 Euro pro Wohnung. Das heißt, dir sitzt ein Montant an dem Budget, wo der Staatsminister sagt, es gehen 2000 Wohnungen pro Jahr gebaut. Die Montant, die geht man nicht durch für 600 Wohnungen, das heißt, man wie ein Drittel zu bauen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Ankündigungspolitik, die, wenn man sie noch rechnet, überhaupt kein Fuß an kein Kap hat. Das verfasste Logementspolitik, Blau-Rot-Grün, noch 8 Jahre, wir machen alles Ernstes, wir machen alles besser, das ist das Resultat, ob engem von den wesentlichsten Punkten, die im Moment Lützebäuer, ganz viele Lützebäuer Familien, der Schwung richtig trägt. Und dafür am Schnelltempo, nach einkehr, die Proposen, die de Marc Lies als wohnungsbaupolitischen Sprecher an einer Interpellation des öfteren schon vierburstet. Ja, mir so ja zu Schließen von Baulücken. Sind nach 2800 Hektar sind an den Perimeter. Mir freut man denke, hey, Deputé Maire von der Dote seid. Bürgermeisterin an Chefe von der Dote seid. Wenn ein Terra, den an den Bauperimeter leitet, die Damen und Herren, von denen die nicht verkaufen, aber nicht drauf bauen, mit die könnten nicht, ob die Kapschow für das nicht möchte. Das geht einfach nicht. Dafür sind mir, ja, muss ich gucken, was, ja. Das kann ich merken, mir ist so nicht auch zu dickrig, als nicht all Terra, die bebaut ist.
Dafür plädieren wir zusätzlich zu 15.000% B6, wo leider doch der große sind, drüber so nicht auch, plädieren wir, dass es punktuell Abmerkung von den Bauperimetern gibt, den sich der Gegebenheit von der Landesplanung an auch von den einzelnen Gemengen uppasst. Das klar kann ich nicht, in Dorf kann ich nicht verdoppeln. Es muss aber möglich sein, an einer Ortschaft von einer gewissen Envergure, dass ich da auch kann, das eng oder das andere kleine Lotissement drundocken. Wir wollen auch, dass mir an Teich gebaut wird, an Manner, an Bret. Das ist auch das, was die Chambre de l'Agriculture, die eine ganz gute Avis haben, die gehen, über die Grundsteuer als Not zu lesen, werden die auch mit drohen. Da muss wir in allem zusammen mit den Privatinvestisseuren geschafft. Es kann nicht sein, dass ein Fonds de Logement an den SNHBM sieht mir Merkelo eist. Sie exerzieren zum Teil auch nach Vierkaufsrechten, weil das ja jetzt gut recht. Aber sie gehen dann nicht eins mit den Privatinvestisseuren, für wenn sie eine Straße drin ausschließen. Da geht es ein Jahr, 2 Jahre darüber diskutiert, wo jeder bei mir drei Bannen weiss. Wenn ein Lotissement oder das andere ausschließt, ja, dann hast du dem, den die erste Infrastruktur realisiert, dass zumindest teilweise dass davon entschädigt geht. Und da so nicht ganz ehrlich, da kann ich nicht als öffentliche Bauträger kommen, also wir Fonds de Logement, und da bezahlen wir den anderen nicht, wir fahren einfach über die Infrastruktur, die wird zwar bezahlt, mit das ist dann ebenso. Wir sind auch der Meinung, dass der Staat nicht zusätzlich soll Dropschlo bei den ohnehin schon hohe Wohnungsbaupreise, dann dürfen Sie immer der Meinung, dass den TVA-Freibetrag, dass die von 50.000 auf 100.000 Euro soll dann Blut gehen, und dass auch der böllischen Akt von 20 auf 50.000 Euro an Blut soll gesucht gehen. Also das kostet alles. Ja, das kostet alles. Aber das sind aber die konkreten Probleme von den Leuten. Und da muss ich Männer bling machen, aber da muss ich sich an der Politikgestaltung, muss ich sich darüber fokussieren. Und mir so noch ganz klar, dass wir zur Spekulation stehen. Zu einer Spekulationssteuer, die intelligent gestrickt ist. Und mir noch ein Propos gemacht, wo wir gesagt haben, wenn ein Haus oder ein Appartement verkauft, dann kriegt ihr da eine dicke Plus-Value, dass da nicht so der reduzierte Steuersatz von 20 mit dem normalen Steuersatz von 40% spielen, wenn ihn das Haus oder das Appartement nicht mehr lang wie 5 Jahre hält, dann muss ihn den normalen Steuersatz bezahlen, weil es kann nicht sein, so nicht ganz ehrlich, dass die gegen Lohn und Gehalt schaffen. Und da muss man so 50.000, 60.000 Euro verdienen über die Jahre, dass die 40% darüber bezahlen, an denen den 100.000, 200.000 Euro Plus-Value casht, wenn ein Appartement 3 oder 4 Jahre hat, dass den dann mit 20% auf der Plus-Value muss bezahlen. Das ist auch ein normaler Ausgleich zwischen Besteuerung von Kapital und Lohn. Die große Herausforderung Klima. Herr Präsident, die Damen und die Herren, da geben wir dem Finanzminister recht. Es geht nicht just Klimaschutz, Klimawandel, es geht vor allem auch die Lösung von einer Klimakrise. Für uns ist die Klimakrise aber zu lösen mit meiner Verboten und mit meiner Ideologie. Wir sind der Meinung, dass da praktisch, pragmatisch und vor allem mehrheitsfähige Lösungen muss auf den Tisch legen. Lösungen für die Leute und Lösungen auch für die Betriebe. Dafür würde mir kein falsch Verbot, wir wollen noch kein falscher Verzicht, mehr echter Überzeugungserbecht und auch Incentive. Weil das für an Eisenherren kontraproduktiv für den Läng mit dem moralischen Fanger rundherum zu fuchteln. Dafür haben wir auch ganz klar gesagt, ja zu einer CO2-Steuer, mit Leuten müssen die auch können bezahlen. Dafür wäre als Proposition für CO2-Steuer mit an den Indexkurve zu berücksichtigen. Es wurden auch Propositionen gemacht von der Madame Hansen, von dem Claude Wissler und von dem Paul Galles, für die Leute zu gucken, ein Klimageld zu geben, wie das in der Schweiz, oder ein Scheckklima, wie der Claude Wissler das genannt hat, nur ein Beispiel von Frankreich zu gehen. Und dafür und allem, und darauf pochen wir. Wir haben kein Problem, die Suen, die als Investiment dafür gesehen sind, an dem Staatsbudget. Sie haben das geht bald bis auf 1 Milliarde oder an dem PNEC bis 1,8 Milliarden Euro. Wir haben kein Problem damit. Wir hätten gern, dass die budgetären Mittel, die dafür vorgesehen sind, die ja enorm sind,
dass die auch an aller Transparenz abgelöscht sind. Und das fand er eigentlich durch all wie von der Handelskammer bis über die Chambre des Métiers bis zu der Chambre des Salariés. Weil, und das ist auch wichtig, wenn so viel Suen investiert gehen, dann ist nicht nur das Recht von der Lützeburger Politik, mit das Recht von den Bürger am Generellen zu wissen, wer geschieht da, wer für ein Projekt finanziert, und wer ist die Energiebilanz von diesen Projekten. Und das aus zwei ganz bestimmten Gründen. Der erste Grund ist den vom sogenannten Greenwashing. Das heißt, die Leute, die wirklich wollen sich an Klimaneutralität mit investieren, die dürfen nicht eigentlich verprellt gehen, dass sie gesagt haben, mit so viel Suen daran investiert, dann ist ihr Klimaseel beruhigt. Auf der anderen Seite, Herr Präsident, die Damen und die Herren, darf man Wort nicht Wasser auf Millen von denen schütten, die sagen, ich kann mir das Klima, die Klimapolitik, all die Lasten, die dadurch auf mich zukommen, CO2, andere Preise, die verdeuert gehen, das kann ich mir nicht leisten. Wenn wir die wollen, mal dann Boot holen, dann, wir müssen sie mal an Boot tun, wir sollen sie, wir wollen, dass sie mal an Boot geholt gehen, da muss die Transparenz um Niveau von den Krediten, die für das Klima vorgesehen muss, die spielen los. Wir stehen noch an so ganz klar, weil ich immer gefragt, was wäre dann die CSV-Position zum Klima. Wir stehen ganz klar zu den Zielen, die gesagt werden um Niveau von der Reduktion von den Serregasemissionen. Das sind 55% par rapport zu 2005, wo muss angespurt gehen bis zum Jahr 2030. Da stehen wir dazu. Wir stehen noch ganz klar dazu, und das auch einkehr zu den ambitiösen Zielen, die das bedeutet für den Bau, da muss bis 2030 muss nach 64% meiner Serregasemissionen kommen. Wir stehen dazu. Wir stehen noch dazu, dass 52% muss meiner Serregasemissionen sind Industrie und Bau, aber auch 50% Niveau vom Transport. Das sind mehr groß erfahren, die verlangt von den einzelnen Sektoren, wie das an allen anderen nordischen Ländern ist. Da wo wir eine nuancierte Position haben, das ist die, für nicht mit dem dicken Hummer drauf zu schlagen, pardon, aber für die Leute mit an das Klimaboot zu holen, an die Entreprisen als Partner zu gucken. Ich betone, als Partner zu gucken. Wir so ja zu der Elektrifizierung. Es ist gesagt, dass darum 70% von den Serregasemissionen erlaubt, hochzufahren. 70%. Dafür fanden wir, dass sie darüber diskutieren muss. Mit was bringen wir in den Strompreis attraktiv hält, dass sie darüber diskutieren, für die Entreprisen mit großen Amortissementen zu gehen, das heißt Aufnutzungsmöglichkeiten, wenn sie elektrifizieren, wenn sie am Manner stark Serregasemissionen Produktionen investieren. Wir müssen auch dafür steuerlich Anreize gehen, zum Beispiel über die Steuerbonifikation. Aber wir müssen auch können darüber diskutieren, für den Betrieber Subventionen zu gehen, soweit das für Brüssel möglich ist, für das, wenn sie ihren Produktionsprozess umstellen, dass sie da noch immer konkurrenzfähig bleiben. Das ist wichtig, weil ein klassisches Beispiel wird zum Beispiel wird immer geholt, das ist das Brot. Brot. Wenn ihr den Produktionsprozess umschifft, da wird gesagt, dass das ungefähr 2,2 Mal mehr teuer ist. Aber wenn ich das mache, wenn ich so einen Betrieb, und ich hätte das ja gerne, dass die auf die Produktionsweise soll übergehen, sind wir der Meinung, dass der Staat, und das ist ja die Allgemeinheit, dass den auch da muss seine Responsabilität holen, für das mit zu begleiten. Wir sehen auch den Klimawandel als eine Chance. So das ganz klar, als eine Chance an auf mehr Punkte. Wir sehen es als eine Chance, für den Bau mehr umweltfreundlich zu gestalten. Und das ist nicht nur für den Bau mehr umweltfreundlich zu gestalten, da hat sich ja eine ganze Reihe von Debouchen im Niveau von Arbeitsplätzen vorgesehen. Das ist für uns auch eine Chance. Ich meine, darum ein Boot zurück, die Leute, die an dem Langzeitchômage sind. Wir müssen denen die Qualifikationen geben, dass sie zum Beispiel eine Umschiftung können von ihren Kenntnissen, die sie bislang hatten, für dann auch auf dem Niveau können zu schaffen. Wird das schwer, an denen Techniken zu schaffen. Zum Beispiel an der Mobilität. Auch an der Mobilität heißt es intelligent Figur. Das geht vom Ingenieur bis zum Arbeiter, den sich an der Mobilität investiert.
Dat zählt auch für die Forschung. Wir haben Kap die Dampen auf dem Bellwall. Aber auch da sind das neue Deboucheen für zum Beispiel Niveau von den Klimatechniken, für da können weiter zu schaffen. Das ist auch ganz klar, weil die hat ja eine klare Position, eine klare Priorität von der CSV, sind da. Das ist auch klar, dass wir wollen, dass geguckt wird, beim Staat erfahren zu machen, für so weit wie möglich Klimaneutralität für die hinzukriegen. Transparenz sind schon darauf angegangen. Wir stehen auch zu einem Ausbau vom öffentlichen Transport. Das beinhaltet auch den Tram an Bun. Und da sind wir aber auch gerade so klar, es kann ich nicht so, wir merken den Tram an Bun. Da muss ich auch als Korollär holen für die Prozeduren, für das sehr geht. Dass es sehr geht, Niveau von den administrativen Prozeduren, dass das auch begleitend mit geholt wird. Gerade so klar so, wir hätten gerne, dass Investition in Forschung ist, an den letzten Punkt, ein Rau für das Klima. Was hier steht. Die so nicht mehr so jung an der Chambre, die wissen nach, was Rau war. Rau ist genannt in einem früheren Deputierten von der CSV, wäre eigentlich für die Lützebäuer zu encouragieren, für Erfolge zu investieren, wo Lützebäuer Entreprisen mit unterstützt wurden. Das war lange gut gegangen, die Leute konnten das von der Steuer, konnten ein Abattement, bis das Preis gesagt hat, du musst aber gucken, zählt nicht immer für die Lützebäuer, weil das so eine Diskrimination, dann muss er das dann ausweiten. Mir nicht verhindert an Eisen an, dass ihn zum Beispiel, weil Leute giffen an Fonds, Finanzminister wird für drunter Fonds genannt, den abgelöst gehen für das Bauergeld, für das kein Negativzinsen müsste bezahlt gehen, nicht verhindert, dass ihn das studiert Niveau von der Wirtschaft, Niveau von den Finanzen, dass sie gegen so ein Fonds oder der Rahmengerüst für so Fonds schaffen, aber wo die Leute dann ein Abattement könnte kriegen, wenn sie einen Deal von ihrer Suche, weil Zinsen kriegen sie nicht mehr ganz viel, wo sie da giffen an so einen Fonds investieren. Herr Präsident, die Damen und die Herren, geht 44 Minuten am Gang. Ein Punkt aber nach einem wichtigen Sujet, der früher nicht weiter thematisiert wurde, hier an der Chambre, das ist die von der Digitalisation. Ich meine, gerade nach der Pandemie, also ein Sujet, in dem keine Partei hier an der Chambre da lernen könnt. Ich bin eigentlich froh, dass die freie Vizepräsidentin von der EU-Kommission, Viviane Reding, zusammen mit dem die Punkt hier immer thematisiert wird. Weil das wesentlich für die Zukunftsfähigkeit von unserem Land und das nicht nur eine abstruse Informatik. Wir hätten auch dafür nicht gerne möglichst viel flott labeln, aber wir hätten gerne konkret Projekte, die Leute an dem Land, an ihrem sozialen Zusammenleben weiterbringen. Wir brauchen eine Digitalisation, nicht nur für die Jungen, wir brauchen eine Digitalisation für alle Leute hier an dem Land. Es muss ja nicht diplomierten Informatiker sein, wir können mit diesen Mitteln umzugehen. Das ist für uns die wesentliche Herausforderung von der Digitalisation. Wir müssen die Leute können mitholen. Dass sie einfach damit eins gehen, wie mit ihrem Handy, dass sie so eine ganze Reihe von Applikationen können machen. Und dafür auch da froh reist, was gibt ihr da machen? Bei mir hätten, so nicht ganz klar, auf dem Punkt hier, hätten wir das Budget vom Digitalisationsminister an die Lut gesetzt. Das sind 212 Millionen am Detail, sind dafür gesehen. Wir von den 212 Millionen, die Damen und die Herren, sind da 55, das sind laufend Kosten von dem Minister, das heißt Gehälter, Büros, Funktionamenten und so. Das heißt, da bleibt nicht mehr ganz viel. 100 Millionen für Digitalisation, das geht für ein Land wie Lützeburg, das sich weltmodern sind, geht das definitiv nicht durch. Das geht einfach nicht durch. Aber wenn man die Leute mit an das Boot tun, wenn man 4 Reiter an Europa mitgehen, auf dem dritten Punkt, ja, da muss noch die nötigen Mittel dafür kommen. Zu den Infrastrukturen, so mir ganz klar ja zu einem Ausbau von den Glasfaserresoen. Da will ich aber auch ein paar Punkte just für nicht zu lang zu machen erwähnen. Wir hätten gerne das digital, dass das vermehrt bei uns an der Medizin angesagt wird. Vermehrt an der Medizin. Ich komme da nur noch auf ein konkretes Beispiel. Wir hätten gerne, dass das digital vermehrt bei uns an den Universitätsstudien kann angesagt gehen, nicht nur an der Forschung, aber auch Niveau von dem Handhaben
von vielen konkreten Applikationen, zum Beispiel Lehrmaterial, zum Beispiel Lernvermittlung. Alles das kann ich über den Weg von den digitalen machen. Das wird ja gegangen als zum Deal um Niveau von der Pandemie. Ja, das muss ihn als Chance gesehen, dass ihn das ausbaut. Und dann muss jeder von dem Enseignant von der Grundschule bis zum Universitätsprofessor, da muss den auch können mit den Materialien familiarisiert sein, da muss auch die können dummer der Umgang, das sind von Kant an die Leute, die Wissensvermittlung an den Umgang mit den neuen Technologien vermitteln. Das ist immer die Meinung, dass auch für die Lützeburger Handwerk eine große Chance ist, wenn ihr auf Digitalisation sitzt. Wir hatten Gespräche mit Vertretern, ich weiß nicht, ob man das muss nur gehen an dem Lobbyregister, nein, mit Vertretern von der Chambre des Métiers, wo sie selber gesagt tun, wir müssen uns da selber verbessern. Der Punkt ist aber den, werden sie gerade so deutlich gesagt haben, dass ganz viele Betriebe, ein Patron von Betrieben, dass sie die aufhängen, wenn so ein, kriegt einmal ein Consultant geschickt, da bezahlen sie 20, 30, hat heinz noch mehr 1000 Euro, aber weil das geschieht, aus der Spese nichts gewesen. Sie brauchen ganz konkret Punkte, wo sie das als ein Plus gesehen von ihrem Schaffen. Dass sie neue Leute darüber sitzen, dass sie Präzisionsarbeit tun. Präzisionsarbeit mit dem Digitalen. Dass da auch Männer Erbesaccidenten geschehen. Alles das sind Projekte, wo wir uns gewünscht hätten, dass eine Regierung auch da konkret das viel gelöst hat. Aber wir sind auch der Meinung, dass als Verwaltungen, sowohl der Staat wie die Gemeinden, sowohl wie andere, dass die müssen mehr am Niveau von dem Digitalen die Leute vermitteln. Und da verweisen wir ganz klar auf die nordischen Länder, zum Beispiel Estland. An Estland, der Sowjetrepublik, da gehen 99% von der Verwaltungsauflaf zwischen den Leuten an den Administrationen laufen über das digital. Und das nicht nur zu den Bürostunden, mehr 24/7. Da können Sie sogar doktische Rezepte. Über digital kriegen doktische Rezepte, gehen dann an die Aptik, respektive da, wo die Medikamente kann auffüllen, gehen die weitergelegt. Schulbücher, alles digital. Autonom Minibussen, auch der Kreis mit der Mobilität. Und, dann als ein wesentlicher Punkt, zum Beispiel an Dänemark. 99% von der Post an Dänemark geht digital. 99% von der Post an Dänemark digital. In Schweden interagieren Bürger direkt mit einer App, mit den einzelnen Verwaltungen. Und dann als ein Projekt, wo wir wirklich der Meinung sind, dass Pandemie die große Chance gewesen für das zu realisieren, mit das als einen digitalen Bürgerpass. Das ist doch nicht normal, dass wir in einem Land für 650.000 Leute einen Führerschein haben. Weil, wenn du als eine Madame hast, mir einfach an der Posch, mir bei den Herren, wenn du dann entweder an der Jackett mehr respektive an der Boxentasche, also bei mir da im Land, ja, das ist so. Dann hört er, das beruhigt mich, Herr Moser. Wenn der tut, und die hat mal keine Sohlen dran, oder nicht viel, dann muss der ein extra Fach holen für ihr Personal, für ihre Carte d'identité, für den Führerschein, für die Sécurité sociale, für all einer Versicherungen, die der hat, dann hast die Porte schon so dick gefüllt, mit alles das, die Damen und die Herren, das müsste auch möglich sein, mit enger Karte, wo diejenigen, ob der Polizist das, den ich unhält, dann ihren Führerschein kontrolliert, oder ob der, ich weiß nicht, wenn der ob festgeht, dann muss der, oder ein Restaurant geht, der muss deren Carte d'identité weisen, dass da just die Données aufgefrot gehen, die dafür nötig sind, und dass nicht für jeden für muss eine eigene Karte haben. Das ist eine konkrete Applikation, muss ich sagen, ich meine, an dem Reich Lützeburg hat man das da aber müssen hinkriegen. Dann zum Schluss, Herr Präsident, die Damen und die Herren, es heißt nicht nur investieren an Infrastrukturen, an Wohnungsbau, wir müssen noch investieren an die Leute. Und ich komme da ganz kurz nach ob die Schule. Martin Hansen hat das schon des Öfteren gesagt. Wir wollen, dass auch die Zukunftsfähigkeit von den Leuten geguckt wird, dafür als die Education. Etwas, wo ich muss noch viel gucken, und die Education braucht nicht nur viele Leute,
mit Education braucht auch gut ausgebildete Leute. Madame Hansen als gestern einkehr konkret am Kontext von dem Projet de loi über Pulien dodranner ergangen. Und da so wir, dass eigentlich bei der Präsentation von dem Volet Education es nicht durchgeht, für just für Konsolidation zu schwätzen, so wie den Herr Maystadt gesagt hat, wir brauchen konkret Ideen, Innovation für die Zukunft von denen, die an die nächsten Jahren nach weiter an die Schule gehen. Und das ist für die Schüler, aber das ist auch für die Leute, die an der Weiterbildung sind. Zu dem Punkt dann einfach ein Wort, weil die sieht an ihren Amendement darauf ergangen, zu den Betreuungsstrukturen. Ja, wir sind d'accord, dass die Betreuungsstrukturen Maison Relais, dass die am Niveau von der Gratuität ausgeweitet gehen. Mit der Gras. Es besteht auch für die Leute, und muss auch schwach für die Leute bestehen, dass es nicht praktisch, weil die Gratuität an den Maison Relais assuriert, dass dann die Leute an die Kanner, die daheim von ihren Eltern erfüllen, betreut gehen, dass die nichts dafür kriegen. Das ist auch eine Sache von einem Schwach, könnt ihr sagen, dass du hast vielleicht mehr eine allmutige Approche, mit als eine raisonnable Approche. Es kann nicht sein, dass der Staat über so Maßnahmen diktiert, was für eine Gesellschaftsform, was für ein Lebensmodus Leute an ihre Familien, das zählt von den Monoparentalen bis zu den klassischen Familien, wie das die daheim zu leben haben. Aber wenn ein Mann, wenn ein Pap oder sonst für sein Kind wird mit das da sein, kochen, ja, dann ist es nicht so, dass die Mama sagt, ich muss da so viel bezahlen, aber wenn Kant ging an die Maison Relais gehen, dann wird das gratis. Die Schwa, die Damen und die Herren, die muss man den Leuten können klar losen, aber wir dürfen nicht durch Incentiven indirekt so ein Wäsch holen. Herr Präsident, die Damen und die Herren, Herr Baum mit all Ihrer Größe und mit allem Respekt, will ich aber ganz klar sagen, dass es auch nicht geht, dass Gemengen in das Blau-Rot-Grün, aber besonders bei den blauen Ministerien, wo permanent so 1-2 Jahre für Wahlen so Kadoen ausgedehnt gehen. Das sind die ausschließlich müssen von den Gemengen als Service-Provider gedroht gehen. Weil das haben wir gesehen an der Pandemie. Heißt zu viel Bürgermeister. Wir haben noch viele Bürgermeister an der CSV als Partei. Wenn die nicht alle gut, summen auch mal Bürgermeister von den Doten, haben tatkräftig an der Pandemie mitgeholfen hätten. Da wird das alles nicht so reibungslos zu Lützeburg aufgelaufen. Das geht zu den Abkaufszentralen, geht das zu den Tester, die gemerkt haben, alles, was die Regierung bestellt und Gemengen müssten umsetzen. Und das geht auch bei den Impfzentren, dann den Boosterzentren, die mit Hilfe von den großen Gemengen gesehen, der Georges Michaud gesehen, der Jean-Paul Scherbisch gesehen, die Stadt Lützeburg vertreten mit dem Laurent Moser, mit dem ersten Chef, dem Serge Wilmes, die haben die erfahren alle guten gemerkt. Sonst gibt das da nicht gut. De gratis, ich weiß, dass das Dolo nicht gern hört. Der gratis Musiksunterricht. Wisst ihr, was das für Chargen sind, das machen Gemenge gern. Mit dem gratis Musikunterricht. Und ich fand das richtig, dass das für die Integration von der Kultur ist. An auch Kulturbewusstsein von den Leuten, besonders an jungen Jahren. Wir wissen, was für Chargen, dass das sind und lang und Niveau von der Gebäudekeit für die einzelne Gemeinde. Und hier sitzen viel Bürgermeister und Präsident vom Civicol sitzt und so in der Streich nach einem Jahr, was Subsidien do ausbezahlt geht, an die Subsidien de Gras, die Damen und die Herren, die Gemenge kriegen, sowohl für die Doteninfrastrukturen nach wie Klärer gesehen alle Käse sitzen, die gehen nicht mehr durch für die ganz große Gros von der Gemenge, für das alles zu finanzieren. Das kann ich nicht auf die einer Seite bestellen, an die anderen müssen dafür abkommen, zu bezahlen. Und ich meine, dass man da muss, die können doch die Kaprisen, ich meine, dass man da muss ein seriöses Gespräch führen, hier an der Plenär, wie auch an den einzelnen Fachkommissionen, weil das nicht nur auf dem Niveau von den Doteninfrastruktur, wo das durchspielt. Auf Niveau Pakt Klima. Sie haben Bürgermeister hier. Die kriegt du hingeschickt, nennt das ihn oder proposiert das 3 Conseiller Logement. Ja, das kannst du alles. Da kriegen sie gesagt,
wat kriegt nach vu Subsiden Niveau vun dem Pakt Logement, den ënner der freieren Wohnungsbauminister Fernand Boden agefaut gin. Dei Subsiden, die sind ausgelläft, dat an singe Budget gesinn, a vun den Neien krit net mir viel bei. Ich kann nicht auch ein anderes Beispiel gehen vun de Pomschien. Pomschieskaserne wollte Datei thematisiert. Die sieht ja am Gangen Budget no Niveau vun de Gemengen ze mechen. Kann awer net sinn, dat gesot gëtt mir stellen an wen noch immer wen noch immer an Ech hun net net op der Chamberstribun gesot hun wer vollen Dirk, da vermerkt so gesot gouf. An dat dann Gemengen gesot kree vun engem Joer, op der Dänner do bezot der 40% méi Niveau vun dem Pomschieswiesen an. Dat sinn beträchtech Zommen, kann ihn also net als Staat, als Regierung alles bestellen, an Äner Leiit alles bezuelen los. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich komme nur wirklich zum Schluss. Mir erlernt man nach e perseneschen Exkurs. Ja. Das ist de letzte Budget von Pierre Gramegna als Finanzminister. Herr Gramegna, die hat als Finanzminister ihren Rücktritt aus der Politik ungekündigt. Und das für allem aus privaten Ursachen. Die wollt mehr Zeit für ihr und auch für ihre Familie und Enkel kann haben. Mir und ich auch wünschen euch, dass da an dieser Zeit und auch über alle parteipolitischen Grenzen die persönliche Erfüllung, dass die hat. Wir wünschen euch als CSV, ich kann just hier schwätzen, eine schöne Pension. Und ich will euch auch ganz klar sagen, dass wir immer Debatte mit euch haut und über die 8 Jahre für drun immer heisch an diesem Haus geschert haben und auch an den solchen Finanzkommissionen. Es war zwar dax, gerade wie haut, mir hart an der Sache, so mengen ich aber auch, es war immer fair und war oft am meistens auf einen ganz persönlichen Respekt. Und das soll auch so in der Demokratie sein und dürfen nach all Gutes für eine persönliche Zukunft, aber bei all den guten Wünschen versteht dass man aus den Gründen, wo ich für Druck gesagt habe, ihre Budget als CSV-Fraktion nicht mitstimmen können. So nicht merci für die Aufmerksamkeit.